Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016. Wir sind hier in unserer Karriere, neu in der 16. Saison. Und falls du nicht weißt, was wir hier genau machen, wir machen jetzt hier in F1 2016 eine Saison, logischerweise. Und danach gehen wir ins 17 über und machen dort eine Saison. Und immer mit dem gleichen Fahrer. Also wir gehen eigentlich so durch die ganzen Fahrzeuggenerationen durch. Wird ein sehr lustiges Projekt. Also falls du gerne möchtest, weitere Episoden sehen und keine Episode möchtest verpassen, dann tu doch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und du auch gerne das Video bewerten. Und ja, da würde ich mal sagen, wir legen los. Wir sind jetzt in Russland, in Sochi, und das letzte Rennen war jetzt nicht so gut gewesen. Wir sind ja abgeschossen worden vom Rosberg, der ist uns ins Heck hineingefahren und hat uns weggedreht. Und dann sind wir noch mit einem Renault abgeflogen. Und der F&D-Spezialist, wie auch immer der Typ heisst, ich glaube es Chris oder so, bin mir nicht ganz sicher, der hat uns jetzt gerade vorher gesagt, wir sollten unbedingt mehr Punkte sammeln, dass wir schneller weiterentwickeln können. Und das machen wir jetzt in diesem Training. Das nehme ich aber nicht auf. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Let's go. So, wir sind im Qualifying hier in Sochi und ja, also einerseits haben wir einen neuen Rival bekommen, der Fernando Alonso, der ist schon hier bei McLaren Honda gefahren, also von dem her eigentlich ein Rival, den man schlagen kann. Allerdings bin ich am strugglen mit Setup und mit diesen F&E-Punkten und so. Es ist so wirklich so zum Kotzen. Du musst Tire Management, also wo du halt den Reifenabrieb schauen musst du 4 Runden fahren, dass du die maximale Punktzahl bekommst. Und das guckt mich so an, weil das frisst so enorm viel Zeit. Darum, ja, ich lasse einfach weg und versuche einfach die Teampunktzahl aufzunehmen. Wir haben jetzt eigentlich auch wieder gute F&D-Punkte geholt, fast 200. Also das klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist in diesem Game wirklich viel. Ja, ein bisschen mit dem Setup auch gestruggelt gehabt, dann im Internet müssen es anders suchen und habe jetzt eins gefunden, das einigermaßen funktioniert. Das ist immer noch sehr, sehr schwierig mit dem Auto, muss man ganz ehrlich sagen. Und genau wegen Regen muss ich schon gückeln, weil es hat immer wieder ein bisschen geregnet hat. Im Rennen schifft es. Okay. Okay, ja, wir gehen doch mal ins Qualifying, let's go. Okay, wir haben eine recht gute Zeit raushauen, weil wir aber Windschatten vom Sainz bekommen. Das hat uns so weit vorgeworfen. Darum ich jetzt auch das Qualifying beenden. Und dann schauen wir mal, wo wir starten. Ich denke, so P10, 12 wieder ist realistisch. Also wir haben jetzt wirklich können viel profitieren wieder durch Windschatten. Wir haben auch echt Glück manchmal mit Windschatten. So, wir tun das Qualifying beenden und wir sind auf P7. Oh, 7. Let's go, Alter. Let's fucking go. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Verstappen, Räikkönen, Daniel Ricciardo und Vettel. 1 Sauber, Alonso, Perez und Felipe Massa. Bottas, Grosjean, Danny Quert und Hülkenberg. Button, Hayanto, Carlos Sainz Jr. und Jolyon Palmer, Wehrlein und Gutierrez. Kevin Magnussen und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter So, also, es regnet. Wir fahren mit Inters. Ich bin noch nie mit Inters gefahren. Es soll sogar aufhören gegen Schluss. Sind wir mal gespannt. Wir lassen einfach die Spitze, wie es ist. Da tut es mir immer wieder Perspektiven verstellen. Okay, stark. Gelb. Wir sind jetzt einen richtig harten Crash gegeben. Oh. Ja, komm, Vettel. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Okay, schon Safety Car nach der ersten Runde. Perfekt. Oder nicht mal nach der ersten Runde. Nach ein paar 100 Meter. Oh, Halleluja, endlich. 4 Runden draussen war das Teil.
Ich glaube, das Safety Car hat einfach gewartet, bis der letzte wieder aufgeschlossen hat. Weil einer ist verdammt lang in der Nacht gefahren. Ja, sind wir mal gespannt. Also, der Grip ist gar nicht rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tue auch schon mal jetzt, falls ich in die Box muss, Abtrieb rauf, vorne. Die fahren mega langsam da. He? Ein paar Informationen zu Verstappen. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Los geht's wieder. Und wir jetzt so. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ich würde gerne wissen, wie lange das noch regnet, aber er sagt mir nichts. Hat der Verstappen ein Problem? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Oder bitter. Die Distanz zum Führenden beträgt 3,4 Sekunden. Wir sind, glaube ich, schneller als Ricciardo. Also auf der Gerade nicht, aber wir kommen da doch ein bisschen besser um die Kurve herum. Unser Abstand zum Teamkollegen Wir sind beträgt sehr schnell. 11,1 Sekunden. Jetzt könnten wir ihn holen mit Windschatten. Ja, ja, oh mein Gott, sind wir schnell. Hamilton, glaube ich, Bremsfehler gehabt, oder? Ah nein, ist der Rosberg vorne. Boah, aber da rundum bin ich nur am Sliden. Rosberg hat gerade nach einem Überholmanöver die Führung übernommen. Okay, nein, da war es doch der Hamilton mit einem Fehler. So, jetzt der Fact-Maschine. Ich werde Zweiter werden. Ich möchte nicht, also gewinnen muss ich nicht unbedingt, aber ich werde einfach Zweiter werden. Und ich weiß, es ist möglich. Die vorne, zwei Mercedes. Zum Auto vor dir beträgt Das ist sehr gut, da bremst es ein bisschen aus. Hamilton versucht es. Oh, leichte Berührung beim Hamilton. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Fettmaschine. Ja, am Windschatten, wir sind schneller. Jetzt gehen wir am Hamilton vorbei. Rechts, innen vorbei. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir Hamilton verteidigen. Rosberg wird schwierig zu holen. Wir sind nicht schneller als Rosberg. Wir könnten vielleicht auf Turn 1 oder 2 besser gesagt die Omega-Kurve vielleicht angreifen. Jetzt die Fact-Maschine. Windschatten. Come on. Ja, Windschatten ist da. Okay, wir haben Rosberg. Oh, und zwar relativ früh holen wir den schon. Wui, let's go. P1. Nicht verbremst. Let's go, let's go. Letzte paar Meter noch.
Einfach nicht mehr riskieren. Oh nein, 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 nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Wow, oh mein Gott, meine Reifen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar keinen Grip mehr. Ich habe richtig Flagge. Letzte Kurve. Ja, geil! Geil! What the fuck? Und ich habe noch gesagt, das Setup ist so scheiße. Oh mein Gott, wir haben es einfach geholt, das Rennen. Großartige Leistung von Sauber, was für ein überzeugender Sieg. Wow. Geil. Was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Eisig. Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Hat Erfolg die Safety-Car-Phase hat den Unterschied gemacht. Würde ich jetzt auch so sagen. Im Fall. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert. Und Wow. so verspielt, Hamilton nur aber Vierter geworden. Der muss ja einen Damage gehabt haben oder so. Vorteil verschaffen. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein Yes. großartiges Resultat, Geil. das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, Sauber hier heute ganz oben zu sehen. Schön. Sehr, sehr schön. Dass wir jetzt das noch haben können holen. Zweite hätte, also ich wollte nur Zweiter werden. Der Zweite war so das, was ich holen wollte. Und ich gesehen habe, dass der Hamilton in Reichweite ist, aber Erster noch. Geil. Sehen wir uns an, wie die Fahrer werden let's dieser go. Runde der Weltmeisterschaft. Jetzt sind wir P4 in der Fahrermeisterschaft und wir sind P4 auch in der Konstrukteurweltmeisterschaft. Fahrer des Tages? Meiner Sehr gut. Meinung nach muss Und wir sind der Fahrer des Tages geworden. Geil. Sehr, sehr gut. Ich habe noch Ressourcenpunkte investiert in den Motor. Das Update kommt im nächsten Grand Prix. Eigentlich kann ich ja Chassis machen, aber ja, weil es halt wirklich so ist, dass wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Dings holen, kann ich sagen, ein bisschen aufholen mit Leistung, habe ich es einfach gerade machen. So, Endposition, da sollte eigentlich alles besser sein, nehme ich jetzt mal an. Jawohl, schön. Okay, Alonso haben wir mal fett abgezogen. Und dann gibt es nochmal ein bisschen Karrierepunkte. Betragsereignis, Hi, das wird dir gefallen. Ich komme gerade aus einem Meeting mit dem Chef und nun, gratuliere, du hast erstklassige Arbeit geleistet. Hier. Mhm. Guten Tag, Dominik. Deine Leistung hat sich in der Teamleitung bemerkt. Du wirst zum ersten Fahrer befördert. Okay. Weiterer Bonus. Okay, gut. Dann könnte es sein, dass wir jetzt ein bisschen mehr Ressourcenpunkte bekommen. Was wiederum sehr geil ist. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr upgraden. Aber jetzt die Motorleistung, die Kurbelwelle habe ich jetzt mal gemacht. Das sollte uns ein bisschen aufschleudern noch. Und wenn wir jetzt sogar schon Fahrerei sind, dann können wir noch ein bisschen mehr Updates rausholen und können dann vielleicht noch weiter vorkommen. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das nächste Rennen ist in Spanien. Wenn das trocken ist, sollte das eigentlich auch etwas Gutes werden. Katalonien liegt mir eigentlich relativ gut. Also in Barcelona die Strecke. Dann kommt Monaco, Kanada. Ich weiss nicht, wie Monaco wird, bin ich ganz ehrlich, aber Kanada könnte dann wieder gut sein. Aserbaidschan, ach Gott. Und dann kommt Spielberg, Silverstone, da kommt Hungaroring, da kommt Hockenheim, geil. Spa, geil. Imola Monza, geil. Singapur, weniger geil. Oh, Malaysia kommt da, geil. Japan, okay. Da kommen ein paar gute Rennen. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal, was in Spanien möglich ist. Wir machen mal da gerade zum nächsten Wochenende springen. Geil. Einfach ein Win geholt. Let's go. Oh, ich bin gerade so happy. Ich bin wirklich gerade so happy. Das heißt, es richtig viel gespielt und vor allem eben auf Expert. Also ich habe ja extra noch aufgenommen, dass wir schwer, also höher als schwer, weil schwer halt ein bisschen, jetzt blöd, ein bisschen einfach war. Aber Expert ist perfekt. Ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben. Sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Also, dann schauen wir mal, was jetzt das gebracht hat. Upgrade-Stufe 1 von 5. Motorleistung hat jetzt 8 Horsepower mehr gegeben, also 8 PS mehr.
Und jetzt ist der Motor ein bisschen effizienter und hat eben auch ein bisschen mehr Wumms. Das gefällt uns. Und ja, eben das nächste Rennen ist in Spanien. Und da würde ich mal sagen, was es mit dieser Episode da aus Russland, Sochi, wo es war. Falls euch die Episode von F1 2016 gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann wieder im nächsten Rennen hier in Spanien. Und ja, bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag noch, macht's gut und ciao.